So, hallo ihr sexy Fitness People, ich hoffe es geht euch gut. Jay und Mike. Heute geht es um Folgendes, und zwar Time Under Tension, TUT. Viele Leute wissen nicht, was das ist, und jetzt habe ich gedacht, ich erkläre euch das einmal. Time Under Tension heisst nichts anderes als, das ist die Zeit, wo der Muskel unter Spannung ist pro Satz. Also, das heisst, wenn ihr zum Beispiel 10 Wiederholungen macht und für jede Wiederholung 2 Sekunden braucht, sagen wir mal, wäre das ein Time Under Tension von 20. Weil für einen ganzen Satz, für die 10 Wiederholungen, habt ihr 20 Sekunden gebraucht. Das ist eigentlich eine einfache Rechnung. Jetzt ist es aber folgendermaßen: beim Muskelaufbau reden wir von 45 bis 60 Sekunden, wäre nicht schlecht. Ist natürlich eine ziemlich grosse Spanne, aber zwischen 45 und 60, ja nicht über 60, das ist dann wieder zu viel. Jetzt ist es folgendermaßen: jetzt muss man halt ein bisschen rechnen, ist eigentlich eine einfache Rechnung, weil es kommt schlussendlich nicht gross auf die Wiederholungen drauf an. Der eine sagt das, der andere dieses, ist mir schon klar. Aber wenn man nach Time Under Tension, also nach TUT, trainiert, kommt es eigentlich wirklich nur auf die Zeit drauf an, und dann ist die Wiederholungszahl eigentlich scheißegal. Also das heisst, wenn wir jetzt von denen, sagen wir jetzt mal vom Maximum ausgehen, 60 Sekunden für einen Satz. Das heisst, wenn man jetzt 10 Wiederholungen macht, müsste man für eine Wiederholung 6 Sekunden haben. Also das heisst 3 rauf und 3 wieder runter. Beim Bankdrücken jetzt zum Beispiel. Und das 10 Mal gibt ein Time Under Tension von 60. Ist eigentlich ganz eine einfache Rechnung, die jeder kann ausrechnen kann, und eben so der Wert liegt von 45 bis 60 Sekunden pro Satz. Dann natürlich Pause und dann wieder. Und durch das kann man eigentlich die Satzzahl mehr oder weniger ein bisschen bestimmen. Je nachdem, es gibt eben die einen, die sagen jetzt 5x5 System und. Es gibt aber auch die nach TUT trainieren, und eben bei denen kommt es darauf an, auf die Zeit zu gehen und nicht unbedingt auf die Wiederholungszahl. Klar, schlussendlich schon auch, aber man muss halt das zuerst ausrechnen, wie viel es da gibt, und dann natürlich auch während dem Übungen machen mitzählen, also Sekunden zählen, blöd gesagt. Gut, das wäre eigentlich schon alles. Time Under Tension. Für die, was interessiert, Facebook und so. Ihr wisst, was ich meine. Für die anderen abonnieren, liken und so. Sehr schön, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!